guten Mahlzeit, liebe Freunde der weihnachtlichen Backkunst. Der Karl-Heinz ist wieder, weil ja, jetzt wäre ich ganz noch viel öfter gefragt. Da so, Karl-Heinz, du, du bist doch so gescheit, sagen die Leute. Und dann sage ich, ja, schon. Und kannst uns du nicht einmal, weißt, dass man auch mal was lernt von mir jetzt. Und da bin ich der Letzte, der das macht. Gell? Da rennt sie ja wieder mal offene Ohren ein und einmal was lernen. Schon, einmal was lernen und gerade jetzt Weihnachten ist halt auch von diesen ganzen Backsachen, gell, was man jetzt so kriegt, da gibt es wollte jetzt einmal geschichtlich. Gell? Also geschichtlich was, und zwar geht es um die Entstehung vom Weihnachtsstollen. Weihnachtsstollen, ja, und das ist ja so hergegangen. Es war einmal in einem fernen Dresden, glaube ich, vielleicht, möglicherweise. Da waren zwei Bäcker und die haben gesagt, oh, du, jetzt ist dann Weihnachten, da könnten wir doch einmal ein Weihnachtsgebäck machen. Irgendwas Feins. Gell? Und dann haben sie überlegt und gesagt, ja, aber da der wir jetzt nicht lang rum. Gell? Wir machen jetzt Köpfe mit Nägeln und rühren jetzt da Dings zusammen. Und dann haben sie eine Schüssel und haben halt dann da, was halt in so ein Weihnachtsgebäck reingehört, ein Ohr, ein Mehl wahrscheinlich, gell? Und vielleicht ein Zucker und ein Bier und, naja, Bier weiß ich nicht. Ja. Und dann haben sie das so zusammen und haben das so dort gemacht. Und haben den dann gebacken. Und dann, wenn das fertig war, haben sie so einen Zucker drüber und haben gesagt, probieren wir es mal. Und das war so gut. Und das war so gut, da sagt er, ja, das ist ja sowas Gutes haben wir noch nie gegessen, noch nie. Und dann sagt er, wenn wir jetzt das verkaufen und das ist so gut, dann wollen so viele Leute diesen Stollen, wollen das haben. Gell? Das bringen wir nicht her. Und wenn dann auch nichts kriegen, haben sie beleidigt. Das darf nicht sein. Haben gesagt, drum, wir wissen, wenn wir irgendwas reintun, damit er nicht mehr ganz so gut ist. Gell? Damit er nicht mehr ganz so, schon auch noch gut, aber nicht mehr ganz so gut. Und dann habe ich gesagt, er hat da mal was gehört von Weibierl, also von Rosinen. Gell? Ist ja die Geisel der Backwaren. Und dann hat er gesagt, ja, da werden wir jetzt einmal so ein paar Bratzen voll da in den Tag werfen. Und dann haben sie das gemacht, den gleichen Tag wieder. Und dann Rosinen da rein tun und wieder Bocher. Und dann haben sie probiert und gesagt, ja, das ist ja schon immer ganz so gut. Aber immer noch nicht, also immer noch gut. Okay, das ist immer noch zu gut. Und sagt, was der wir denn da, was der wir denn da? Und dann sagt man, da müssen wir noch irgendwas eingehen, damit er nicht mehr ganz so gut ist. Und dann habe ich gesagt, wie weiß denn, wenn wir jetzt, sagen wir mal, nehmen wir irgendeine Frucht. Irgendeine Frucht, die eigentlich jetzt nicht so schlecht ist. So vielleicht jetzt eine Orangen, gell? Oder eine Zitrone. Hm? Aber da nehmen wir jetzt nicht die Frucht innen, das was gut ist, sondern wir nehmen die Schale her. Gell? Da werden wir nur die Schale verwenden. Und auch nicht die Schale an sich, so wie es ist, sondern wir legen die halt irgendwo ein. Gell? Vielleicht in irgendein so Zuckerwasser oder irgendwas. Und lassen die halt so lange da drin flackern, bis es so richtiger, also bis es so, gell? Also von der Konsistenz, also von der, wie es ist angelangt, so richtig, so Bampf, so circa, gell? So lange lassen wir das da drin. Und dann nehmen wir es raus und dann lassen wir es aber wieder so ein bisschen hart werden, dass es so richtig ekelhaft ist. Ein ekelhafter Fruchtdreck. Gell? Und da nehmen wir jetzt dann das von den Zitronen, von den Orangen und schmeißen wir das auch noch in den Tag mit rein. Gell? Und dann haben sie das auch gemacht, haben den Tag, haben ein paar Bratzen von Weibierl, haben das andere Zeug. So schaut das dann aus. Zitronat und Orangenschat. Kein Mensch, weiß, dass man das. So. Haben die das da rein da? Haben wieder so Ding gemacht, gell, wieder in den Ofen gebacken und dann haben sie runtergeschnitten, haben sie probiert und gesagt, jetzt haben wir es. Es ist noch einigermaßen zum Essen, aber es ist nicht mehr gut. So können wir es verkaufen,
So bringen wir mir das Zeug her. Und das ist jetzt das Ergebnis und darum, wir müssen jetzt mit dem ganzen Elend leben. Und wenn man jetzt einmal so ein aufmacht und wenn man da reinschaut, da ist dieser ganze Unsinn drin. Weibel, Zitronat, Orangat. Ich meine, aus Gründen der Wissenschaft gehört jetzt probiert. Ich mag es eigentlich nicht probieren, aber ich habe gesagt, das ist heftig. Ich habe diese Verpflichtung, also Augen durch und zu. Ja, ja. Ja. Aber Hauptsache ihr habt was gelernt. Wenn ihr einen schönen habt, gut dazu passt, ein leichter Obstler, ja, leichter Obstler zum Stellen, sehr gut. Und dann passt es. Also, das war's von mir. Lasst euch ein Weihnachtsgebäck schmecken und wenn ihr was anderes findet, für den Stollen, habt ihr es richtig gemacht. Also, pfiat euch gut.